diesem Haus in Dachau, direkt am Gleis, das zum Konzentrationslager führte, hat Fritz Königer den Zweiten Weltkrieg erlebt. Inzwischen gehört das Gebäude einer Baufirma. Königer darf hinein in die Wohnung, in der er mit seinen Eltern und 6 Geschwistern damals wohnte. Sie gehörte zum E-Werk, in dem der Vater arbeitete. Das ehemalige Bubenschlafzimmer. Hier sind sie vorbeimarschiert, hier haben wir die Häftlinge gesehen. Je nach dem Wind haben wir natürlich schon das Krematorium gerochen. Vom anderen Fenster ging der Blick in den Garten. Hier sind sie eben mit ihren scharfen Hunden und ja, durch. Die SS-Schergen, wenn sie einen jagten, der ausbrechen wollte. In den Nächten danach liegt Fritz im Bett und denkt an den Häftling. Diese Angstattacken, ja, bis man dann den Mut gehabt hat, wieder raus aus dem Bett, das Licht aufmachen und unter das Bett zu schauen. Nein, da ist er nicht. Er hat dann immer gemeint, vielleicht hat er sich hier versteckt. Am Tag, als die Amerikaner kommen, kauert Fritz im Keller zum Schutz vor Bomben, zusammen mit vielen Nachbarn, den Geschwistern und der Mutter. Die hat aus Bettlaken eine weiße Fahne genäht. Und dann war eben die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Es könnten ja noch SS-Soldaten draußen sein und das verhindern. Der SS-Posten ist direkt gegenüber. Schließlich traut sich die Mutter hinaus. Wir haben gewartet. Wann kommt sie denn nun? Wann kommt sie endlich? Kann sie die weiße Fahne hissen, bevor die GIs da sind? Die rücken entlang der Gleise vor. Die Mutter schafft es. Bald darauf öffnet sich die Tür. US-Soldaten. Ich weiß noch gut. Und sie haben uns Kinder angelächelt. Das weiß ich doch nicht. Unsere Angst. Wir konnten uns als Kinder nicht vorstellen, wenn also sozusagen die Amerikaner, offiziell die Feinde, zu uns kommen, was sie mit uns machen. Und ja, da waren wir froh. Trotzdem noch mal Gefahr. Die Befreier halten den Vater für einen SS-Mann, wollen ihn erschießen. In letzter Sekunde durchsucht ein GI sein Portemonnaie. Und der GI macht die Brieftasche auf und sieht da die Madonna mit ihrem Kind. Und der hat es gesehen und hat ihn dann genommen und auf die andere Gruppe gestellt. So überlebt der Vater. Ein frommer Christ kann kein SS-Mann sein, so die Annahme des Amerikaners. Denn die Nazis verfolgten auch Christen. In Dachau waren besonders viele Kirchenmänner in Haft, in sogenannten Pfaffenblocks. Sie sind separiert worden von den anderen Häftlingen. Natürlich auf dem Hintergrund, dass man wusste, die meisten von denen haben doch Führungsqualitäten, wären vielleicht imstande, irgendwie sowas wie Widerstand oder Aufstand anzuzetteln. Einer der inhaftierten Geistlichen bleibt nach dem Krieg auf dem Gelände, Leonhard Roth. Er ist Seelsorger für die, die nun dort untergebracht sind. Erst inhaftierte SS-Männer, später Heimatvertriebene. Für mich, für meine Entwicklung war dieser Pater Roth neben meinen Eltern der wichtigste Mensch. Auf Roths Spuren wird Königer Sozialpädagoge. Maßgeblich baut er in Dachau die Caritas mit auf. Er sorgt dafür, dass sie ein großes Haus erhält und viele Angestellte. Mit der ganzen Not, die ich eigentlich erlebt habe, das hat mich provoziert zur Sozialarbeit. 1988 wird Königer hauptberuflich Diakon und verlässt die Caritas. Als Ehemann und Familienvater leitet er 5 Jahre die Pfarrgemeinde seiner Kindheit in Dachau. Ich wollte wieder mehr an die Basis zu den Leuten. Nach dem, was er in seiner Kindheit erlebt hat, will er helfen, Gutes tun. Aber ab wann war er frei zu sprechen? Mit anderen in Dachau über seine Erlebnisse, über das KZ. Ja, es war schwierig.
Wir wollten eigentlich nichts mehr wissen. Erst in den letzten Jahren erzählt er auch öffentlich von seinen Kriegserinnerungen. Sie stecken ihm noch immer so sehr in den Knochen.